Op eisem Nationalvierstand hummer haut noch verschiedene interne viergeholch just folgendes annoncéieren am Conseil économique et social de la Grande Région hummer den Jean-Claude Reding als membre effektiv nominiert an Jean-Claude Bernardini den Jochaias als membre suppléant mehr hunn für allem noch 2 internen Decisionen geholt, dat sie Promotionsdecision die ich die will ich erst feststellen, die sitzt längs von gesehen Reets vom Carlos den Friedrich Kreer den Loventuren schon kann ich so Conseil war von der Geschäftsführung, den noch Syndikatsplan für allem am Bereich vom SEW wat der Bereich belangt von der Recherche an dem Enseignement supérieur Gewerkschaftserbecht gemerk huet, an den immer méi polisch Dossien an Verantwortung krit huet, an du huet den Nationalverstand haut unanimement desideiert, dats den Friedrich Kreer vun Loun effektive Member ass vun der Geschäftsführung vum OGBL, du mat geht als 12 op vu 7 op 8 op Erderop. Dann eng zweet Decision, dat bezieht sich op als Syndikatservice an Energie, wo bekanntlich Zentralsekretärin so zuständig war, Madame Carol Kalmes lo am Hauptsekretariat übergewiesen, das von der Geschäftsführung der TSTO die Hauptmission huet, als gesagt ging durch Michael Kloos an Michael Kloos huet dann auch haut vom Nationalverstand auch unanimement Nomination krit von der Funktion vom Zentralsekretär am OGBL. Dat soviel zu Eisen internen. Ich kennt danach dazu an dem Kontext so, dass man es auch Überblick verschärft, wo man mittlerweile stehen an der Umsetzung vom Reformprozess am Bereich von Eisensektionen, du gehen Fusionen zügig weiter. Der wisst, dass der Statutkongress dezidiert huet, die vom nächsten Jahr, dass man von über 60 Sektionen op 23 Sektionen fusionieren. An wie gesagt, der Prozess ist noch voll am Gang, und die werden doch 2019 aufgeschlossen sind. Du hast überall alles am geringen Bereich. Dann haben wir auch natürlich geschwärzt über den echten Medien an der Präparation und den für Seite politischen echten Medien den 27. April werden hun zu Diddling op der Schmelz, wobei man do natürlich erst sowieso alle Guten werden evitieren für eben die politische Messagen zu empfangen, die man zum 1. Mai werden machen. Und dann haben wir natürlich als Donnerbert fest für die Travail de Kultur an Münster, wo alle Präparationen noch laufen, noch alles do funktioniert, lief gut. Und du hoffen wir alle gut nimmer dann op Chain 4, dass wir das Flot fest alle guten zusammen erleben, wie wir es kennen. Dann hat man auch heute den Tätigkeitsbericht von unserer Überwachungskommission, das ist eine interne Statutarskommission, die uns sich überwacht, ob mehr alle Strukturen als Statuten anhalen, ob wir programmatisch linientreu sind und gut funktionieren. Auch die hat heute ihren Bericht gemacht, auch da ist alles gut. Da sind eine ganz paar Suggestionen gemacht, die von dem Nationalverstand positiv empfangen sind. Ich komme dann auf den politischen Volley von unserem Nationalverstand, wo wir für dich natürlich angefangen haben mit dem internationalen Bereich. Der letzte Samstag war die Festivität von der 60. Jahr Europäischen Union. Da gab es eine Deklaration von 27 Staatsmännern, im Jahr 2027, dem Conseil Européen, dem Europaparlament an der Europäischen Kommission. Aber wir haben die aufmerksam gelesen. Wir wissen, dass am Vorfeld von der Deklaration viele Diskussionen waren. Wir sind eigentlich froh, dass es hier ein Paragraph gibt, den für uns eine besondere Bedeutung hat, nämlich dass
do gesot gëtt, dats die dat erschriffen hun die Deklaration giffen wirken fir sozialt Europa, den Term, den as Remenker Gebrauch gin fir net nimmen en langfristigen nurhaltesche Wurstum, den die wirtschaftlichen Fortschritte favorisiert, mir für allem auch der Progress sozial, der soziale Fortschritt favorisiert, der ganz wichtige Begriff Errichtung von Kohäsion und der Konvergenz an Europa, an wo auch Wert darauf gelegt wird, und fand schon interessant, dass berücksichtigt ganz Diversität von den einzelnen nationalen Systemen, anders zitieren, der Rolle essentiell von den Sozialpartnern. Ich meine, das sind Messagen, die wichtig sind, neben dem von der Normierung vom Respekt von der Subsidiarität, dass du sollen die notwendigen Margen gelost gehen auf den nationalen Plan, also politisch gesehen. Und da steht dann, das ist schon ein interessanter Satz, die sieht, dass sie wählten, dass die Union, die Europäische Union, eine große Rolle spielt an den großen Dossiers, mehr, dass sie sich manner investiert an Dossier von dieser zitieren, der moindre Importance, wenn wir Subsidiarität gucken, hier steht für uns, dass dann effektiv, wir werden gespannt sein, ob dann beispielsweise, oder just ein Beispiel, ob dann die Europäische Kommission, wenn sie ihre Rapporte möchte, Rekommendationen für Lützeburg möchte Subsidiarität mehr stark respektiert, ob sie dahin geht, an einfach respektiert, dass wir einen bestimmten Modell von Lohnbildung abhält, über den Index zu denken, abhält, sich an dem Land, wo sie selber sieht, dass die öffentlichen Finanzen, die besten sind aus ganz Europa, an dem Land endlich abhält, von der sogenannten Sustainabilität von den Finanzpubliken zu schwätzen, am Kontext von unseren Sozialversicherungen, nämlich Pensionsversicherung, mehr auch, aber wir kommen darauf zurück, ob den Bereich von den soins de longue durée, sprich Pflegeversicherung und so weiter. Ich bin ja gespannt, ob dann das respektiert wird, was du deklariert hast, an Patten do Fullos, was eigentlich national gut gewusst ist, was ich nennen als Lützeburger Modell ist. Und was ganz viel bringt für das Land und sozialen Fortschritt und Stabilität, nicht nur Sozialstabilität, die so ganz bedeutungsvoll ist an dem Europa, was wir leben, aber vor allem auch im Niveau von ökonomischer Stabilität, auch schlussendlich, wie ich gesagt habe, im Niveau von politischer Stabilität. Das soll von uns heute eine ganz klare Message sein, nicht nur natürlich Richtung Kommission, nicht nur Richtung Europaparlament an all diesen Fragen, aber vor allem auch Richtung von unserer Regierung, wo der Premierminister selber die Deklaration unterschrieben hat. Wir gehen noch dem Europäischen Gewerkschaftsbund nicht unrecht, dass sie soll aufpassen, dass sie müssen einen Unterschied machen zwischen dem, was geschrieben ist, und dem, was dann hier nur politische Praxis ist. Den Europäischen Gewerkschaftsbund verweist völlig zu Recht ob den Umstand, dass nur ein Test wird ganz frei kommen, nämlich dann, weil es darum geht, am April, ja, dann ist die Kommission nur geschwärzt, Propositionen zu machen für den sogenannten europäischen Pilier für die sozialen Rechte, respektive mehr, wenn es darum geht, Rekommendationen zurückzuschicken für die einzelnen Länder in Europa, was haushaltspolitisch und nationalpolitisch also, zu machen haben. Und das schlussendlich auch en vue von dem europäischen Summit zu Gothenburg später am Jahr. Das zur Introduktion. Wie wird die in Introduktion? Ja, weil den Stadt konfirmiert, was Nogibert schon seit langem sieht, nämlich, dass es absolut prioritär muss sein, Sozialeuropa weiterzubringen. Allerdings, und ich werfe dann ganz kurz die Fragen ab, das heißt ja, aber wie will ich Sozialeuropa weiterbringen, wenn ich nicht dem sozialen Lohn und dem Fiskaldumping in Europa einsetzt? Wenn ich nicht dahin geht, dann Spielregeln vom sogenannten Semester Europäer aufändert, durch schwätze Abfähung von einer güllen Regel für die Investitionen in Europa zu unterstützen, aber auch die Abfährung von
sozialen Indikatoren, die gerade so gewichtet sollen sie wie die haushaltspolitisch finanziell und ökonomisch Indikateur, wann es geht, makroökonomische Politiken zu definieren, dass endlich, wie soll das gehen, wenn nicht verzichtet, endlich verzichtet auf ein ganz Party von salariatsfeindlichen strukturellen Reformen, die proposiert gehen und so weiter. Und mehr beziehen natürlich dann das auch auf das, was dann für Lützeburg dann abgefordert wird, nämlich, dass dann natürlich auch muss abgehalten gehen mit der Vorstellung von den Sozialversicherungen, den öffentlichen Sozialversicherungen an den Ländern, dass auch abgehalten wird, verschiedene Länder auf eine total neoliberale Manier probieren aufzuwirken. Ich resümiere das in einem Satz, beispielsweise Griechenland, das abgehalten wird sich an der Schönheit gesucht, an die nationalen Lohnsysteme anzubischen für Lützeburg als das Indexsystem, an Eistocht zu Verhandlungen wie mehr sei fair, das auch abgehalten wird, den einzelnen Ländern neue Strukturen, kann ich so ein Spionen an Nofleher von der Kommission 40 schreiben, wie zum Beispiel ein Komitee National des Finances Publiques mit sogenannten neutralen Leute, die probieren politisch an nicht demokratisch gewählt Abfluss zu holen, sowohl auf Haushaltspolitik wie auch lo, und das ist ein spannendes Thema, die Propositionen Komitee National de la nicht Kompetitivität, de la Produktivität anzufeiern, wo man drauf halen. Dass von das gemerkt wird, da muss das dem Wirtschafts- und Sozialrotheit zu Lützeburg unterstanden sind, natürlich eine Struktur von Sozialpartnern zusammen mit Repräsentanten vom Staat. Es kann nicht ein Gremium geben, wo man soi-disant neutral Experten haben, die Eis dafür schreiben, wie mehr hier am Land Tarifautonomie zu gestalten und Lohnverhandlungen zu feiern haben, auch wie das Indexsystem soll gestaltet, die Lohnentwicklung soll sehen, wie hoch und was nicht, das werden wir nicht akzeptieren. Und dann natürlich, wie soll Sozialeuropa entstehen, wenn nicht am Kontext zu der Diskussion über den europäischen, also über die Pille von den europäischen sozialen Rechten, nicht kontrainant Rechte angefordert gehen, wenn nicht angefordert wird, den europäischen, den Mindestlohn an den europäischen Ländern, wenn nicht eine Orientation entsteht, wo es ein allgemein soziale Plan Konvergenz no Uwenhai an Europa gibt statt den Dumping, wann net eng Politik an Platz gesagt wird hier an Zukunft die notwendig rechtlich Grundlagen zu schaffen für gut Erbesverhältnisse, sind wir bei den Erbeskontakten, sind wir gegen Scheinselbstständigkeit, gegen prekär Erbesverhältnisse an all die Punkte, die damit an Verbindung stehen. Aber schlussendlich, da muss ich noch die Sozialeuropa schwätzt überlegen, wiefern das kompatibel ist mit Handelsverträgen, wo für die Multinteresse von den multinationalen Konzernen erzählen, statt die von der Bevölkerung, sprich CETA, TTIP, die ein bisschen nur als Thema im Hintergrund geregelt, das mit einer nächsten Essenz von der Materie. So, das zur Introduktion. Wenn wir dann nämlich auf Lützeburg gucken, da sind es schon, ich weiß nicht, ob ich so schockiert sind oder erstaunt sind über die Kongresse, die im Moment von der Woche waren von Parteien, die alle guten Willen an die Regierung kommen. Und, wo ich immens erstaunt bin, dass man auf der einen Seite, und schon bewusst, Deklaration von Rom angeschwärzt, ich schwätze nur bewusst und Rapport von der Kommission für Lützeburg, Semester Europäer, wo Kommission für ganz kurz zu machen. Lützeburg exzellent öffentliche Finanzen bestätigt, auf der anderen Seite eine Kommission dahinter geht. Da seht, ja, generell in Europa muss man eine Expansivhaushaltspolitik fördern, zumal an den Ländern, die im Moment auf Wirtschaft und sozial stark sich können im Moment situieren, Lützeburg gehört, dazu auf Deutschland und andere, wo gesagt wird, dass Bannennachfrage an Europa muss gestärkt gehen, über öffentliche Finanzen an finalem auf, also Rufdrecke von der sozialen Inegalität, sprich Stärkung von der Kaufkraft, wo all die Sachen gesucht gehen. Und dann noch speziell für Lützeburg gesucht gehen. Dann hängt an dem Sinn, wo heute Lützeburg festgestellt wird, dass hier der Wurstum auch das Jahr, nächstes Jahr, Bannennachfrage ein großes Motto spielt.
das wie gesagt, als öffentliche Finanzen nicht nur Triple sind, also da kann man nach Drauf setzen. Dass an dem Moment eine Großpartei dahin geht, das CSV, die Oppositionspartei, und sie hatte mal den Reproche gemacht für ein paar Monate, dass sie Schiene 4 geworfen hat, Austeritätspolitik wollen zu betreiben, aber ich wiederholen haut. Ich wiederholen haut die 4 Wochen, und dann können sie sich dann eigentlich abregen. Nämlich, wenn ich höre, dass den Congé parental, der neue Congé parental, die wirklich ein gut Formel ist, der soziale Fortschritt nur 4 afrogestaltet. Wenn ich höre, dass auch die Verbesserung im Niveau von der Kannerbetreuung afrogestaltet. Wenn ich höre, da geht noch viel mehr weit. Wenn ich höre, dass ganz Steuerreform afrogestaltet. Und das für den Hintergrund, dass das nicht nur ein elektoral Kado wäre, du kannst schon nach so, okay, das akzeptiere ich nicht. Aber für allem, dass das Lützeburg geht an den Niveau von öffentlichen Finanzen an die Mauer vom Defizit rennen, dann sind wir bei einem Punkt, wo ich ganz klar muss sagen, das ist die Fortsetzung von Austeritätspolitik. Absolut unverständlich gegen alles das, was ich gesagt habe, noch an den europäischen, anderen nationalen Appreciationen, aber für allem auch par rapport zu dem, was eigentlich an all den letzten Jahren passiert ist. Wir hatten eine Krisenentwicklung, wo die große Krisebelastungen auf Schaff und Leid auf die Familien zukommen, fiskalisch gesehen, Niveau von der staatlichen Sozialleistung, Steuerreform, absolut finanzierbar einerseits, und auf der anderen Seite, die nämlich partiell das abgehoben wird, was unter Belastungen für tun, kommt aus der von der größten Oppositionspartei afrogestaltet, also Fehler, gestaltet, ja, was ist das dann Ernstes? Neben all den anderen Sachen, die ich aufgezählt habe, was ist das dann Ernstes, die Kontinuität von der Politik Friede Juncker aus den Jahren 2010, 2011 im Kontext von der sogenannten Krise. Das ist eine Politik, die als weltfremd, die als europafremd an die nationalen Lützeburg fremd, weil am Moment ist ein Zeitpunkt da, das zu unterstützen, was die Regierung angefangen hat zu machen. Das ist so ein moderat gefangen zu machen. Soziale Fortschritt. Congé parental, Kannerbetreuung, die Indexierung von den Busse bei den Studenten, die Einzelwolle von der Steuerreform, wir nehmen das zu nennen, schlussendlich das am Kader von einer budgetären Politik, die nicht zu Defiziten feiert, die gleichzeitig zu dem Zusatz zu sozialem Fortschritt stark auch öffentliche Investitionen möchte für Zukunft von sowohl der Ökonomie wie von als dem Sozialwesen zu Lützeburg, weil also de Kontre dafür seht, was Schiedfrei seht, was auch das ist, was unterstützungswert ist, wo endlich Krisebelastungen aufgeschafft wird, da muss ihn sich ganz tief froh stellen von einer Oppositionspartei, die unbedingt will Regierungspartei geht, nur GBL, der Ballfall mehr wollen nicht zurück an irgendeiner Austeritätspolitik, weil wir auch hören an den selbsten Atemzug, dass geduld geht, dass wenn die Partei gegen die Regierung kommt, dass man eine Pensionsdiskussion soll feiern, in den Hautdiskussionen seht die Menge eigentlich gesetzliche Reform. Nur dem also Juren an Zukunft 14% im Niveau von seinen Paien los schon öffentlichen Pensionen. Nicht Paien, Pensionen soll man kreieren. Hier steht, dass man nun einen Druck setzen. Hier steht das. Aber da soll jeder dat haut no lauschte, was du gesagt hast, dann as gericht. Das ist eine Politik, die man nicht unterstützen werden. Wir wissen haut das nicht dafür Wahlempfehlungen zu machen. Dafür stellt man ja noch nicht die froh. Das nicht der Zeitpunkt oder das bestfalls ein Zeitpunkt, dass an der Parteienlandschaft hier am Land auch Partei wie CSV im Orientierungen no denkt, mischt. Und ich hoffe nicht, dass es just ein wahltaktisch Kalkül ist, für Pression auf die aktuelle Regierung zu machen, in dem Sinn, dass sie die 1,5 Jahre, die Lohn bleiben, bis dann Wahlen sind, für einen politischen Druck auf die Regierung zu machen, den sozialen Fortschritt nicht weiterzumachen, an das ihn aus dem Grund dahintergeht, dass es Defizit der Staatsfinanzen so weit geht, dass wir sind Partei von den gesunden Staatsfinanzen, mehr mehr keine Verdelungspolitik, wenn just ein taktisch Wahlkalkül ist, weil dann steht, dass für die Partei Wahlen nur schon angefangen wird, da kommen ich auf den nächsten Punkt, nämlich Staat, dass wir nicht der Meinung sind,
dass die Wahlen nur gefahren und Gemengewahlen. Ja, die sind das Jahr. Mit Parlamentswahlen sind nicht das Jahr, die sind nächstes Jahr. Und mehr haben heute Morgen ganz klar gesagt, dass es eine ganz Party von Appellen gibt, von unserer Seite aus und die Regierung für bestimmte politische Akzente weiterzusetzen. Wie gesagt, wir sind ja nicht am Wahljahr, es muss knallhart politisch weiter gemacht gehen. Und da haben wir, und das tun wir nur stichwortmäßig, wenn wir kommen auf den einen und anderen Sujet mit Dave, das ist natürlich Pflichtversicherung, das ist die von dem Projekt de loi RMG Revis, das ist die von Mindestlohn, das ist Gesetzinitiativen gegen wirtschaftliche Entlosungen, das sind dann aber auch das Projekt de loi, kann ich so bald zurückziehen, weil das gerade schlecht par rapport zu der beruflichen Fort- und Weiterbildung. Das als Zurückziehen von dem Projekt de loi über Protektion der Données, auf jeden Fall den ganzen Deal, den riskiert Rechte an Schutzinteresse von den leidenden Betrieben vorzustellen. Das ist natürlich auch Klärung von den Frauen an der Besteuerung von den Frontalien, respektive Medizin du Travail und so weiter. So lernt man dann nur, ob die Hauptfragestellungen anzugehen, auf jeden Fall die ganz großen Dossien, das ist das dann Pflegeversicherung. Wir haben nach Reinkehr geguckt, wo wir mit dem Projekt de loi stehen. Und wie gesagt, für die Teile kann die Carlos nach gegebenenfalls mehr darüber gehen. Ich will just resümieren. Wir stellen erstens wohl nach immer fest, dass wir ein nicht so genau gesehen viel wert, dass die Strukturation, die Luft geschlagen wird, im Niveau von der Projekt de loi, neben Staffelung von den sogenannten Stufen, Modellen, die 15 Stufen, dass da überhaupt Sinn gibt, au contraire, mehr Sinn erbleiben der Meinung, dass du ein Akzent gesagt wird, für, dass sich eine Pflegeversicherung mehr weit von den Pflegebedürftigen an dem Sinne Interessen fortbewegt, wie mir nur und an das so ein Gesetz echter Errichtung geht, für administrative Vereinfachungen auf der einen oder anderen Platz zu ermöglichen, respektiv eben auch für allem Priorität auf eine sogenannte Kostensenkungspolitik auch für die Zukunft, der Vorschub gibt. Und wir haben da nachher auch, kann ich sagen, dem Minister gesagt, wir sind der Meinung, dass wenn ich schon bei der sogenannten Acte essentiel de la vie von Forfaitisation schwätzt, dass das egal wen nach immer bei einer klaren Evaluation von der Person, als mit all dem, was sie braucht, und zweitens, dass sie eben par rapport zu dem, was da festgestellt wird, was eine Person braucht, dass sie also auch da kann, eine individuelle Macht, eine Flexibilität gehen für das Schaffen von den, oder für die Leistung von den Prestationen zu den Personen. Allgemein sind wir der Meinung, dass eine Erweiterung in Richtung Stufenmodell, die Stufenschaft vom aktuellen System oder an immer mehr eine Erweiterung von den sogenannten Forfaits, das heißt, man merkt Kosten, dann geht immer mehr diffus, was eigentlich dran liegt. Dass das der falsche Weg ist, mehr wiederholen als Kritik. Zweiter Punkt. Das ist das, wenn wir alles mal so vergleichen, und ich meine, das haut nicht an Detail, also den Zeitpunkt an Detail zu den Zeitungen. Wie wenn wir alles gucken, was soll hier ändern, was soll hier kommen, was soll hier oft geändert, was soll hier anders organisiert, das sind wir der Meinung. Das ändert dem Strich, das ganz echt zu einer Leistungsverschlechterung feiert, wie das, was eigentlich müsste, zu einer Leistungsverbesserung. Ich will hier kein Beispiel aufzählen. Mir geht in der anderen Woche, wenn wir am Domizil sehen, das war nicht Domizil, dass schlussendlich es auch muss weiterhin möglich sein, dass Leute eine Unterstützung kriegen und auch bezahlt von der Pflegeversicherung, wenn es geht, aktiv zu machen oder an sozialen Welten und außen zu gehen, an Stadt daheim zu versacken. Also das ist immer nämlich ein qualitatives Problem. Entschuldigt, dass ich nicht nach einer Punkten angebe, wir haben real ein ganz paar Probleme an der Appreciation von dem ganzen Leistungsspektrum. Ein dritter Punkt ist das, dass wenn wir von öffentlichen Geldern schwätzen, und wir schwätzen hier von Versicherungsgeldern, die auf der einen Seite zu 40% vom Staat, den Apport bei den Resetten also zu rund 60% von den Assyrien, und das an dem Moment, es auch nicht geht, dass öffentliche Gelder auf Schwarzarbeit investieren. Das ist
Der Widerspruch, den inakzeptabel ist. Und das heißt, dass bei allem Verständnis dafür, dass sie nicht für alles muss Treso und Betriebe holen, natürlich stationäre, wir sind halt am Bereich von der Heimversorgung, dass nicht für alles muss Reso da sein. Natürlich kann die direkt Familie da sein, bis zu einem bestimmten Grad von Hilfe. Natürlich können doch andere Leute da sein, wenn die Qualifikation stimmt, bis zu dem selbsten Grad von Hilfe an der Treffer. Mehr aber wann ich klift, der Prestation an es best bezahlt gehen, da kann das nicht sein, dass die Prestation es besser schwarz abschlafen. Natürlich alles muss angemeldet sein. An andere Wörter, für direkt Familie ist das okay, wenn ich klar definiert, was das ist. Und wir so ein ersten und zweiten Grad und dann am Schluss. Oder es schon wirklich eine professionelle Hilfe, aber dann darf doch kein Schwarz erbisch sein, da kann es ein Erbskontrakt sein, und zwar zu den Bedingungen, die am Sektor gelten, und da sind wir beim SAS-Kollektivvertrag, da gibt doch keine Konkurrenz déloyal. En plus haben wir für die Leute, die durchschaffen, eine soziale Aufsicherung auf alle Pläne. Ja, wir sind weder an der Illegalität, noch sind wir außerhalb der Protektion von der sozialen Sicherheit und so weiter und so weiter. Der Punkt muss gelesen werden. Und da kommt ein weiterer Punkt, das ist die sogenannte Cellule d'Evaluation, die Orlonane umkriegt, wo ja am Moment die zentrale Rolle spielt an der ganzen Geschichte. Zentrale Rolle spielt. Und die am Moment, dass der Titel von der IGSS funktioniert, wo die Regierung proposiert, dass die soll eine Autorität kommen vom Ministerium von der Sicherheit Sozial. Aber wir sind komplett dagegen. Ich habe viel gesagt, wenn eine öffentliche Versicherung, die auf der einen Seite zu 40% vom Staat und zu 60% von der Nation finanziert, dann müssen auch die sein, die zu summen, Betonung liegt auf zu summen, eine demokratische Kontrolle ausüben, par rapport zu einer Multitude von Fragen, die sich im Kontext der europäischen Versicherung an ihrer Organisation stellen. Und da geht es nicht, dass sie in den demokratischen Weg nicht ergeht, wie das sie probiert hat, in der Tutel vom Ministerium zu hellen. Und da will ich nicht irgendeinen Minister zu Not treten. Ich kann nur Englische 2 oder 3 oder 4 nennen, die da kommen werden. Dann haben wir genau das, was nicht darf passieren. Nämlich Möglichkeit, immer mehr finanzpolitisch, Kosten senken, Kosteneffizienz, wie nur immer, ob das ganze Modell anzuwirken, spreche ich just erst zu nennen, das ist Zukunftspack. Und da will ich nicht fragen, was da bleibt, aber was riskiert zu passieren, und soll kein so, wir hätten nicht viel gewarnt. Das sind auch essentielle Punkte im Kontext der Pflegeversicherung der Regierung abfeuern, wo wir parlamentarische Kommission abfeuern, ganz schnell Aufänderungen zu proposieren, das auch in Linie von dem Avis von der Chambre des Salariés. So viel zur Pflegeversicherung, schießt da bestimmt. Welchen Punkt können wir noch drauf zurückkommen? Dann haben wir den RMG, da gehe ich ja nur dem Carlos kurz durch. Wir haben dann froh von der Lehn. Der OGPL, die wird eine Kampagne für besser Lehn starten. Die werden am Mai starten. Nicht heute, wir am Mai. Aber das hat morgen noch diskutiert, wie viel weiter sie machen, dass wir sie machen, schon viel tun. Ganz klar gesagt, dass wir hier am Land und noch par rapport, sehr ökonomisch gesehen, sehr sozial gesehen, unbedingt muss einen Coup de Pouce am Niveau von der Lohn, von den Salarien kriegen. Und das fängt an mit der Partie, die wir einfach Mindestlohn nennen. Weil da sind wir nämlich am gesetzlichen Kader. An den Mindestlohn muss strukturell verbessert gehen. Ich wiederhole heute, Revendication von der plus 10%. Wie wert? Aber grundsätzlich, weil der Mindestlohn zu deflate, auch an der ganzen Verdelung von der Produktivitätsentwicklung hier zu Lützeburg an all den letzten Jahren mehr und Scheren, die immer mehr aus dem Weg gehen, an die Innerst, die profitieren immer mehr von der allgemeinen Produktivitätsentwicklung hier zu Lützeburg an das schafft, neue soziale Inegalitäten, oder besser gesagt, die Inegalitäten, die permanent an Blut. Und da wisst ihr darin,
du kennst dann Loremenke d'Etude, die wird den Familienminister gelehrt, was Stadtträger und so weiter, über den sogenannten dezente Budget zitieren, wo gesagt wird, dass in den Läng schafft, über 1965 oder 5 Euro netto muss die Verfügung haben, für am Land dezent mehr modest, ich betone, mehr modest zu leben. So, den Mindestlohn kennt, trotz seiner Anpassung zum 1. Januar, die weiß, dass do brutto netto locker die 10% zu niedrig ist. Die hat also gut kein Frage, wie weit die Forderung eigentlich legitim ist. Und dann haben wir europäisch Plan sowieso Diskussion, dass zum Niveau von den nächsten Ländern ein Mindestlohn ist 10% vom Medianlohn oder vom Durchschnittslohn ausmacht. Auch da sind wir zu Lützburg weit drin. Es besteht akuten Handlungsbedarf, aber wir lassen uns da nicht auf die lange Schiene drücken, wir verlangen von der Regierung, dass etwas passiert und nicht an irgendwelchen Zeiten, die kommen sollen. Die selbst Macht gilt für die Lehn insgesamt. An andere Weder Niveau von unserem Kollektivvertrag treten wir ganz offen für eine offensive Lohnpolitik an. Und dadurch, und da komme ich zu einem letzten Argument, da sind wir auch bei den europäischen Statistiken, dass wir hier am Land nicht nur für die nächsten 2 Jahre an der Prävision, mir auch schon an den letzten 2-3 Jahren ein relativ stark Aufhalten von der realen Lohnsteckkäste. Das heißt, dass das Verhältnis zwischen erbischer Kapital, das heißt, dass die Lohnquote am Fallen ist, und das heißt, dass es Zeit ist, dass mehr an die Lohn fließt, an Männer, an Benefice, für das mal ganz einfach auszudrücken. Dafür auch die Kampagne. Ich hatte du geschwärzt, wir wollen noch Gesetzesinitiativen Niveau von den Entlosungen aus den sogenannten wirtschaftlichen Gründen. Der hat an all den letzten Wochen eine ganz praktische Situation erlebt. Ich kann Rothschild nennen, mittlerweile John Zinkfeld auch drin, ganz rezente, das ist noch ganz frisch, auch viel ärmer. Wo probiert wird leider aus sogenannte wirtschaftliche Gründe zu entlosen. Und wir sehen, wir bleiben der Meinung, dass im Niveau vom Gesetz nicht durchgeht. Just weil ihr den Gewinnmarge ein bisschen mehr klein geht, dass da der Grund quasi ein valabel Motiv ist, hier Leute aus ökonomischen Gründen zu entlosen. Das geht nicht durch. Und auf der anderen Seite verlangen wir, dass endlich eine Reform gemacht wird im Niveau von sogenannten kollektiven Entlosungen, das sind Sozialpläne zu ihrer Dürre, was Sozialplan anbelangt, welche Zeit kann der Sozialplan wirken, zu der ganzen Prozedur von der Sozialplan, weil wir brauchen eine ordentliche Konziliation und nicht eine Bilanzkonziliation, wie auch irgendwo eine Streikfähigkeit kreieren, aber wir brauchen eben auch eine ganz andere Definition im Niveau von der sogenannten so eine Reihe von Entlosungen par rapport zu der Periodizität von Entlosungen, wo et net derf go as en Drëpches fir Drëpches entläst haben, de so lang Sozialplan kommen. Wir nehmen die 3 Punkte zu nennen. Ich kenne doch Planmentär und Pla dat Gesetz och zitieren, wo et wichtig geht, dass das etwas passiert. Kurz beruflich vor der Weiterbildung, wie natürlich gesagt, dass die Projekt Loi ist Gott schlecht, mir ist die Meinung Grundfälle für allem. Sich sehr möchte, dass immer beim Zukunftspakt, Spurpakt an der Terminologie vom OGBL, sind wir just bei einer Kaschennachspürung für den Staat. Aber ich denke, wenn eine Regierung dahinter geht, und da doch völlig zu Recht, viel über digitalisierte Zukunft diskutiert. Und du ganz viele Akzente, auch lädt über die Notwendigkeit von der permanenten Qualifikation, und nicht nur Qualifikation, mehr Allgemeinbildung insgesamt. Dass an dem Moment das verloren schneide Gesetzprojekt aber wirklich schon total überholt ist und absolut nicht zeitgemäß ist und die muss grundsätzlich überschafft und grundsätzlich überdurch gehen. Ich möchte gerne Punkt nun nicht ungeschwert. Ich gebe an diesem Kontext vielleicht noch System Carlos kurz durchgehen für den RMG an den Revis ihre Stand nach auf Betrieber zu schwätzen kommen und dann wer Club wird. Gut,
zum Revis de leiden Projet de loi de Moment 4, wo mehr analyséiert tun muss verschiedene Positivsachen auch feststellen, gin auch ganz viel Kritiken. Muss wissen, dass 86 den RMGs-Gesetz an Liwegrof gin ass, wo et drems gangen ass fir allem de Leiit de notwendige finanzielle Moyen zur Verfügung zu stellen, fir dat se evitieren können an d'Exklusion sozial zu fallen, respektiv an Povertéit telkel. Ich mein, das zu begräßen am Gesetz, dass die monoparentalfamilien bis mich stark unterstützt gehen par rapport zu den Namen. Auf der anderen Seite ist aber gerade so gut zu kritisieren, dass den Plafond, die im Moment angesagt sind, nur einer Meinung viel zu viel Dave an den Ländern wurde zitiert, den Budgetisation der Referenz. Wie heißt das denn also, wenn ihr wisst, dass ein Adult der Lang nom RMG 1401 Euro, der aktuell kriegt den Nom Revis 1402 Euro. Das ist 1 Euro Differenz, was extrem viel Unterstützung ist von ihr wisst, dass an der Zeit während den letzten Jahren verschiedene Justements gemerkt sind, an einer Adaptationen als der Touren verdammt Dave, mehr Mengen, dass das nicht effektiv die Plattform müssten adaptiert gehen zu den Situationen. Von heute wie gerade so gut durch den Prozentsatz, den angesagt wird bei der Immunisation, auch den als nur eine Meinung effektiv zu Dave. Zweitens, wenn ich vergleiche Plattform Haut zu dem Gesetz über Subvention de Loyer. Weil dort de Moment de Projekt Durchleid über das Reglement, auch da Kritikpunkt, wo man sagen, dass die Monten nur als Berechnung an verschiedenen Situationen gleich nicht mehr an den Genuss kommen. Von Subvention de Loyer. Die Minister hat oft kritisiert, dass es ganz feine Schleid wären, die davon profitieren, weil es immens administrativ kompliziert für respektiv die Monten. Ich muss aber feststellen, wenn man Gesetz gucken par rapport zu dem Revis-Gesetz oder dem Projekt vom Reglement, muss man feststellen, dass du vielleicht nicht viel mehr Leute an den Genuss kommen von der Subvention de Loyer. Und muss wissen, dass wir am Gesetz vom RMG die Richtung, dass sie ein Komplement Loyer kriegt von 123 Euro im Monat, die weggefahren ist durch die Subvention de Loyer. Der Minister setzt für allem den Punkt oder Gewicht auf die Aktivation. 29.04. 99 als Gesetz gefordert gehen, den darum gegangen ist, für die Insertion von diesen Leuten zu probieren. Wir sind entretemps bald 20 Jahre donno. Wir wissen heute noch nicht, was all die Contrats d'Aktivation oder d'Insertion, wie sie genannt sind, was sie gefordert haben. Sind die Leute zurück an den normalen Markt kommen, sind die Leute irgendwo an der Dach kommen. Es geht ja nicht darum, für die Leute an den Mesuren zu halten, sonst wenn wir sie sollen aktivieren, wenn wir sie sollen irgendwie eng Arbeit gehen, nicht soll auch den Hauptbild davon soll die sein, dass die Leute irgendwo probiert, mit der Zeit zu integrieren, wenn sie Kapazität, Möglichkeit, Gesundheit tun, für ihren Zurück an den Markt. Und das ist auch von den Hauptkritiken am Gesetz, dass überhaupt keine Finalität an dem ganzen Kontext vom Gesetz, an der die Situation von der Aktivation dran steht. Mehr fährt denn, dass das Gesetz vielleicht dazu führt, dass in den zweiten Marché kriegt, den Akku modéré gemerkt. Und dann zwei Kritiken, als die sicherlich, dass dran steht, dass die Leute können von heute auf mal den RMG oder den Revis hinzukriegen, wenn sie ihrem Komportement, respektive an Motiv seriös gehen, Gebiet von ihrer Relation über den Contrat d'Aktivation. Und die Leute haben keine Moyen, für sich nur zu verteidigen. Wir leben in diesem Moment am Chômage-Gesetz über die Contrat d'Insertion Emploi, wo dann einfach die Person überall Ball gratis, weil der Staat ja Ball alles subventioniert, dann seht ihr, die Person wird dann das kommen gelöst, auf der anderen Seite die Person kein Droit, keine Möglichkeit hat, gesetzlich sich dagegen zu wehren, weil der ganze Deal, was den Droit du Travail belangt, hauptsächlich den Deal über die Kündigungen, wo ich kann aussichten etc., als einfach an dem Gesetz vom Revis Assen aufgeschlossen. Und da fährt man sicherlich, Konsequenzen von den half die schafft der temps partial, was spielt das auf die Allokation d'Aktivation, was mehr nicht wissen, was du genau Konsequenzen sind, nicht, dass Leute nur im Endeffekt nach Mann kriegen, just weil sie half die schaffen und an dem Zusammenhang zu der Subvention de Loyer, weil die Justiz noch gesagt haben, dass für uns die Säuen zu tief sind, respektiv, dass wir nicht verstehen, dass du bei einer Subvention de Loyer Kannergeld mit Arrechen gehst für den Plafond. Also ist nicht logisch,
aus dem ganz einfach Grund, weil den Kannergeld hue ja am Endeffekt neiich mam Loie ze den Kannergeld ass sech suen fir den Erhalung an den Unterstützung vun de Kanner wie grad so gut pris en compte von 30% wo de Loie muss aus du gëtt keng Differenzgemau bin an der Stadt wohnt oder am Norde wohnt oder am Süde wohnt du sie jo Preisdifferenzen wat Loie nu belangt. Voilà. Ja, es gibt dann nach op Betriebswelt go ein Kollektivverträger Probleme am Niveau vun den Betrieb, aber wat positiv was das schenkt löserlös Verhandlungslesungen gin am Busbereich gut verstanden hun wat positiv was, weil da doch een schwelenden Konflikt aus mir allerdings simmer do nach net an den Innerschriften dran. Er hat natürlich Situation vom Hotel Alpha für die Lomo direkt 4 zu holen, wo Remenkeier an durch Bewertung vom Verhalen vom Lokatär von dem Hotel an generell verhalen mehr wat verhalen par rapport zu all den Leute, die du schaffen, mehr hun Erinnerung hun 4 Leute, die net entlos sind. Patro entläst sie net, sie kre noch kein Pai méi an der das eng absolut Sauerei an wo die nimi bre Honorabilität vu bestimmte Leid zu schwätzen die fähig als Leid net zu entlosen opgrund vun beispielsweise enger Deklaration de Fait. Du hingeht an kein Pai bezielt neich méi dann wie gesagt, aus der Situation, die einfach inakzeptabel ist, die wie gesagt, doch wat Mensch Beschreibung von den Leuten, die selbst herspringen, brauche ich nicht weiter anzugehen. Da eine Tatsache von den Leuten, die betroffen sind, und du hast natürlich ganz klar die Forderung, egal wie die Dossier weitergeht, dass die Leute eben vermehrte Arbeitsplatz haben, gegebenenfalls einem anderen Betreiber von der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite wird natürlich mussten so weit gehen, dass gegebenenfalls ein Feit deklariert wird und dass alle Rechte von den Leuten so weit wie möglich dann auch gewährlich gehen an den UGBL wird, weil man ein ganz Party von Membern do UGBL wird natürlich singe Leute die notwendige Unterstützung gehen. Aber wichtig ja so an dem Kontext nein drin zu rennen. Ich kann sein Schmidt mir halt zur Summe sitzen wiederholen. Wo bleibt ein besser Aufsicherung über das Feitsgesetz? Wo bleibt? Und da das ein Dossier ist, ist viel lang, dass wir am Gange sind, haben wir Fall normal und immer bedauert, was passiert. Aber schlussendlich muss etwas passieren. Für allem, was durch Kreanzen nur belangt, was Salarien nur belangt, dass die und sich die erste Priorität kriegen und nicht an der anderen Sache, neben all der Gleichstellung par rapport zu den Entlösungsfall in der wirtschaftlichen Entlösung und so weiter. Dann hat man ja auch dat gewerkschaftliche Freiheiten, Gewerkschaftsrechte sind noch hier am Land immer vorgestellt. Gi wir nicht mengen, dass das so wer kann passieren. Mit das andere Menke so weit, dass das bei eng Betrieb den ganz Land kennt, den ganz viele Membern hört, den sich Gewerkschaft vom Auto nennt, nämlich dem Automobilsclub zu Lützeburg, den het Pferdesprit huet, eng delegiert, ein gut Personal delegiert, die natürlich maßgeblich mat geholle fuhrt für den Kollektivvertragsstreit, den man für 2 Uhr hatten, die bis an den Streik gegangen ist, ein gut delegiert, die für die Interessen ihrer Leute sich gesagt wird für die los die eng mis pied lo dat natürlich schon bei der Jurisdiktion an schon heute moie gesot voilà. Mehr sinne lo wahrscheinlich steht das ganz groß, dass man immer an eng Fall Patrick Gurtzin erinnert, der den entlosene Präsident vom Kaktus lang am Gange waren und zwar no rechtkrit me die net mis lang geduld an Disziplin hun an Ausdauer hun fir dat ganz durchzustoen an ge do enkeer dass trotz Reform vom Personaldelegationsgesetz und dem Schutz, dass die Reform nicht weit genug gegangen als im Niveau von dem Entlösungsschutz von den Delegierten. Ja, wird doch so sinn, UGBL wird Sänger delegiert all Unterstützung gehen. Wir sind noch froh, dass die Gesamtdelegation
der Delegiert steht, dat das immens flott so Sachen zu leben noch Motivation vun de Leiit fir die Interessen net für die anzutreten, mir auch für Mitteln anzutreten, nämlich Delegation an den Schutz von der Delegation. Das ist also eine Affaire à suivre. Dann hatten wir den Jean-Luc de Matthijs, dem sein Dossier in Rahmen 2 Kollektivverträge stehen am Kader von der Liftbauer, den Ascenseuristen, richtig. Den am Litige, also insofern, dass man den Patronat zu dienen huet, war anscheinend mengt, sie kennt Refus de Negociation do machen, dass so Konflikt den sich entwickelt. Und dann haben wir den ersten Bau, an dem ist du ein Schroß. Du hast immer ein Kilo mit einem Patronat zu dienen, was eigentlich auch refusiert, Verhandlungen zu führen, zu verhandeln. Aber was ja eigentlich erstaunlich ist, eine Branche, die boomt, ja, die aber absolut boomt, und du geht es eine Menge Lohndiskussion, natürlich geht es eine andere Menge Lohndiskussion, aber das ist in seiner Situation, mengt keine letzte Verhandlungen kommen, das wirklich lächerlich. Auch das sieht etwas aus, wie das Verhalten von Patronat, dann wie du verschiedene Leute sozialen Dialog definieren, auch da werden Prozeduren laufen, da werden Aktionen für Breit gehen an zumals an engem Bereich, wo man ja für 2 Jahre, nee, 3 Jahre, 2013, bei 4 Jahren an einer Situation waren, wo es Urhochstimmungen gesehen haben, wo man just kurz vor dem generellen Streik an der Baubranche. Auch da, Remenkehr, muss Remenkehr in seine Richtung gehen, als Antwort, die kennen da. Wir hatten dann den Friedrich Kreher selber heute Morgen auch mit Kollektivvertragsverhandlungen sowohl am Niveau von der Uni Lützeburg wie am Centre de Recherche Lisach, wo wir konfrontiert sind mit so Logiken, die man dann nicht als andere Branchen kennen, individuelle Leistungsbewertungen an den Bereichen anzufeiern, dann so weit geht, dass du Leute behaupten, du wärst so gut Politik kann drin, in der anderen den Mark Hansen als Regierungsmember und so weiter, an wo man ganz heftig interveniert tun. Wir wussten nicht, ob das so ist oder nicht so ist. Wir noch keine klare Antwort. Mir absteht fest, Partnerwäsch von der Tarifautonomie. Und das an der Kollektivvertragsverhandlung, wo dezidiert wird, ob welches System oder welches Lohnmodell angefordert wird oder weiter aufgesichert wird, wie den aktuellen, die auf der besten Anciennitäten funktioniert. Und da soll Politik auch aufpassen, welche Patten, dass sie da wohin sticht. Weil das sind ganz gefährliche Spieler. Und wir bedauern dann aber auch, und da so ist da doch Richtung Regierung, wo viel geschwärzt wird von Sozialdialog, auch völlig richtigerweise eine Revitalisierung. Da muss ich noch überall für Machtbestimmung antreten. Und dann ist es doch so, dass man in dem Projekt de loi möchte, die wird nicht, dass an dem Conseil, ich meine, Conseil de Gouvernance, wie das da heißt, dass das so vergleichbar wie ein Verwaltungsrat, dass ihn dann auch berücksichtigt, dass ein Member, gewählt Member vom Personal, Member von einer Delegation, dass den dann auch da seinen Sitz wird, mindestens ein, so mindestens ein, an zweimal Stimmrecht. Und da geht, soll die Projekt auch unter anderem aufgeändert gehen, das gibt der Uni Lützeburg ganz gut stehen, und auch den politischen Responsablen, die an dem Bereich tätig sind. Wenn ich noch keinen Bereich mehr vergessen, da bleibt noch nach just ein, und das war den ganz wichtige Punkt heute Morgen, das ist der Bereich Gesundheit und Sozialwesen, Kollektivverträge, die da nachher nicht aufgeschlossen sind. Das global am Juni geht hier von 9.000 Leute heute Lützeburg auf der Straße waren an das Finale im Bereich von dem sogenannten SAS, nicht dem Spidolsvertrag, mit dem anderen Vertrag, Pflegebereich, ganz Bereich Assurance Dependance, Relais, Thema und so weiter, soziale Bereich, wo sich am Moment am Gang ist, eine Katastrophe umzubauen. Nämlich, es wird immer mehr konkret, und immer mehr wahrscheinlich, dass es heute zu einem großen Streik zu Lützeburg kommen muss.
man engem Patronat ze den wo mehr überhaupt kein Verständnis mehr für das Verhalten hun nämlich Verhalten wat op Weltregierung an okay Grund unzuhöllen, dass die Regierung die Meinungen obwohl die Regierung der Meinung ist. Aber auch die Diskussion an bestimmte Gremium wie in der anderen an der AfD-Kommission so gefordert gesehen, dass das, was an der Fonction-Publique passiert, das nämlich Doppwertung von den Karrieren, auch dementsprechend Doppwertung von den Karrieren an den Kollektivverträgen soll sein, dass anscheinend Jitfried das verstanden hat, außer Patronat aus dem SS-Bereich. Man muss sich vorstellen, ob die Leute, die in der Spitze sind, ob die Leute eigentlich wirklich Mandat haben von all den einzelnen Betrieben, die werden betroffen sind, von der weiteren Verschlechterung von den Arbeitsrelationen bis hin zu einem Arbeitskampf, ob die wirklich wissen, was hier oben du an den Patronatsorganisationen treiben, wissen, die Verwaltungsräte und Direktion von einer Croix Rouge, von einer Fondation Abhem, von einer Fondation Kreuzbierg, von Help, von Hölf daheim, von den Homeport-Personen âgées, da sind wir bei den Franziskaner, in der Elisabethrinen, da das Claire ASBL, und dann haben wir nach alle Pflegeheimer von den Karmeliten, wir haben Alzheimer ASBL, wir haben Tricentenaire, wir haben Mesorgelehen, Gemengen, die haben, wissen die alle gut, was am Gangen ist, durch Spitze vom Patronat zu provozieren. Wir sind nur auf Schlichtung gegangen. Und ab steht fest, Karrieren, die beim Staat abgewehrt gehen, die mussten auch an den Kollektivverträgen abgewehrt gehen. Es gibt KW Dolange. Es gibt doch absolut kein Spielraum. Für euch seid par rapport zu dem, was du musst machen. Die Leute, die an den Sektor arbeiten, die revendikieren schon über 30 Jahre, dass endliche berufliche Qualifikationen unerkannt gehen, an neue Karrieren nachgefordert gehen. Und da geht es nicht, dass von Regierungsseite, von uns sich all seid, so da passiert, das muss nur passieren, dass ein Teil vom Patronat hintergeht, aber weiterhin Verhandlungen an die Richtung blockiert. Wer sinnlos auf der Konziliation an, die da Leute, die Mengen okay, die nur viel konzilieren, aber es gibt überhaupt nichts konzilieren. Es gibt just Karrieren abzuwerten, also das ist nicht ernst. Und das ist ja logisch. Das ist ja auch nicht so beim Staat, dass nur das Gehältergesetz, was du angefordert hast, dass du die Karriere siehst, nur 5 Jahre machen wir eine Karriere. Dann schaffen wir die over, dann verhandeln wir sie frisch. Nee, die Karriere sind angefordert, und sie müssen auch so am Sektor angefordert gehen. Und nicht schießt auf 4 oder 5 Jahre oder was auch immer. So, das, was sich da umbandt, das ist also eine Konziliation, die eigentlich kein Wert sind. Eine Konziliation, die wir aber müssen angehen, das ist eine Zeitetappe, wir müssen die angehen, weil das Gesetz, das sieht uns für den Streikfähigkeit nicht. Und parallel, also hat den Morgen dann eben noch unanimement vom Nationalvorstand festgehalten ging, dass Syndikat Santé und Services Sociaux vom OGBL gegen Licht wird für die statutarische Prozedur von der Streikpräparation anzulegen. Das sind Streikkomiteen, das sind Streikpläne, dass die Weitermobilisation an dem größten Bereich von all den Leuten, und das schlussendlich auch die statutarische Prozedur, die dann an Urrufstimmungen wird, übergehende für wer aus dem Nationalvorstand heute Morgen gegeben. Und wenn ich guter Rot auch noch Richtung Regierung, das wir leben hin, dass die kein Streik am Sektor will. Wir leben hin noch, und das, was an unserem Akkord vom November 14, 2014 mit uns aufgemacht haben, dass eben die Karrieren da angefordert gehen und dass das alles respektiert geht. Dann ist noch vielleicht in der Regierung dann noch darauf zu pochen, par rapport zu dem Patronat, dass die endlich richtig verstehen werden, eigentlich geht, aber was muss sein. Also Jitfried hat da Responsabilität. Und ich persönlich fand doch eine Katastrophe an Leute, Responsabilität an der Richtung überholen, dass es zu einem Streik kommt, wenn ich weiß, was das eigentlich bedeutet für alle Professionellen. Ich hatte das schon gesagt am Kontext von dem Konflikt Sodex, so, wenn die Leute aufhängen mit Streiken, dann ist es, weil es wirklich keinen anderen Ausweg mehr gibt, weil Jitfried weiß, dass das echt, was sie denken, die Leute sind diese betreiben, ob das am sozialen Bereich ist, beim Pflegebereich ist, aber wenn das so weit kommt,
Und muss so weit kommen, weil die Leute, die so nicht, die gehen nicht hin, also wir werden nein, ob Karrieren, die dann nie mehr werden kommen. Das ist ein Lo oder nie. Und das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Aber wie gesagt, wir können nach Schist darauf zählen, dass Patronat endlich angesagt, dass das dann eine Katastrophe hat. Wir können noch nicht mehr einen Appell und Regierung richten, dass sie dem Patronat klar möchte, dass sie eine Regierung hat, die eine Karriere steht und dass das muss sie nicht der Streik will. Also du musst logisch für seine Responsabilitäten überholen, und mehr sind am Gangen, die da von unserer Seite aus ohne Wenn und Aber auch zu überholen.